Nach dem Frühstück mit Instant-Kaffee und Leberwurstbrot verlasse ich um 7 Uhr die Pilgerherberge in La Pobla Llarga. Es hat heute Nacht leicht geregnet, jetzt sind die Straßen aber schon wieder trocken. Im Halbdunkel verpasse ich die erste Abzweigung. Ich sehe einen Polizeiwagen vorbeifahren, da fällt mir ein, ich sollte ja bei der Polizei anrufen, nachdem ich die Herberge verlassen habe. In La Pobla Llarga ist die Polizeibehörde für die Pilgerherberge zuständig, deshalb wurde ich gestern im Polizeiauto zur Herberge gefahren. Der Polizist fragt, ob ich den Schlüssel in den Briefkasten geworfen habe, das ist wohl der Grund, warum ich anrufen sollte. Nach 5 Minuten habe ich La Pobla Llarga verlassen und laufe wieder neben Orangenbäumen auf dem Camino de Levante. Der Camino de Santiago de Levante ist ein spanischer Jakobsweg und führt über 820 Kilometer von Valencia nach Zamora. Die heutige Etappe bringt mich 24 Kilometer von La Pobla Llarga nach Canals. Nach einer guten Stunde erreiche ich das kleine Städtchen Manuel. Radfahrer fragen, ob ich nach Santiago laufe und wünschen mir einen Buen Camino. Der Weg ist ähnlich wie gestern, Orangenplantagen auf landwirtschaftlichen Wegen, nur die Berge sind näher gerückt. Die Sonne kommt langsam hervor und es ist nur leicht bewölkt, hoffentlich wird es nicht zu heiß. Nun verläuft der Jakobsweg zwischen Orangenplantagen und einem Bach. Bald wird der Weg unpassierbar und ich schlage mich nach links durch die Orangenbäume. Als ich wieder auf den Camino wechseln will, schaltet ein Bauer gerade seinen Zerstäuber ein. Durch wildes Winken kann ich auf mich aufmerksam machen, der Bauer schaut verblüfft, schaltet die Maschine ab und lässt mich passieren. Es ist nun doch schon heiß und ich mache eine Pause, auch um nach meiner rechten Ferse zu schauen. Heute ist erst die 3. Etappe, aber ich habe mir schon eine Blase gelaufen. Sie sieht nicht dramatisch aus, aber es fühlt sich an, wie auf Kieselsteinen zu laufen. Um 9:15 taucht in der Ferne Xàtiva auf. Der Camino de Levante führt jedoch nicht auf direktem Weg in die Stadt, sondern er dreht nach links, um den 300 Meter hohen El Puig zu umgehen. Es waren 29 Grad vorhergesagt, um 10 Uhr wird es mir schon zu heiß und ich hole meinen Sonnenschirm raus. Der Weg führt die letzten 2 Kilometer vor Xàtiva über eine Landstraße und später durch ein kleines Gewerbegebiet. Eigentlich wollte ich in Xàtiva vor der Pause noch etwas zu essen kaufen. Erschöpft von der Hitze schaffe ich es aber nur bis zu einem kleinen Park mit einem schönen, maurisch anmutenden Pavillon und lasse mich hier auf eine Bank fallen. Nach einer halben Stunde habe ich mich soweit erholt und kann nun Xàtiva erkunden. Die Stadt hat 29.000 Einwohner und war Sitz der Familie Borgia,
der zwei Päpste entstammen, Calixtus III. Und Alexander IV., beide im 15. Jahrhundert. Den schönen, höher gelegenen Altstadtbereich von Xàtiva durchziehen schmale Gassen. An der Plaza de Calix III steht die Hauptkirche, die Basilica de Santa Maria. Gegenüber befindet sich das Antiguo Hospital Real mit seiner beeindruckenden Fassade. Im Innern entpuppt sich das Gebäude als medizinisches Zentrum mit Betonromanik. Mit dem Bau der Basilica de Santa Maria wurde 1596 begonnen. Bis zur Fertigstellung dauerte es fast 350 Jahre. Die Besichtigung der Kirche ist kostenlos. Für 2 € können das kleine Museum besichtigt und der Kirchturm bestiegen werden. Ich amüsiere mich hier oben hervorragend. Von der Glockenstube aus steige ich über eine schmale Treppe auf eine Terrasse, auf der sich ein Carillon mit 20 Glocken befindet. Aber es geht noch weiter nach oben. Über eine noch schmalere Treppe gelange ich in die Kuppel und fühle mich wie in einer Filmkulisse von Der Herr der Ringe. Von der Kuppel aus habe ich einen herrlichen Ausblick über Xàtiva. Nach der Kirchenbesichtigung steige ich hinunter in den neueren Stadtteil mit seinen breiten, platanengesäumten Straßen. Ich fülle den Getränkevorrat auf und esse meine heute Morgen geschmierten Leberwurstbrötchen. Um 14 Uhr geht es weiter. Es sind noch 8 Kilometer bis Canals, meinem heutigen Etappenziel. Von der Eisenbahnbrücke sehe ich ganz links in der Ferne schon Canals, zuvor jedoch lädt in Annauir ein schattiger Spielplatz zu einer kurzen Rast ein.
Im Dörfchen Ayacor gilt es 40 Höhenmeter zu überwinden. An der Plaza Juan Carlos I mit der Jakobskirche wähne ich mich schon am Ziel, aber ich habe noch 2 weitere Kilometer zu laufen. Wegen der Pandemie sind derzeit etwa die Hälfte der Pilgerherbergen auf den Camino de Levante geschlossen. In Canals gibt es eine städtische Herberge und sie ist geöffnet. Auch hier wird die Herberge von der Polizei verwaltet. Schweißgebadet von der Hitze stehe ich dann im klimatisierten Büro der Policía Local. Es werden meine Personalien aufgenommen. Das Eintippen meiner Daten in den Polizeicomputer dauert. Ein Polizist schaut mich nachdenklich an und misst dann die Temperatur meiner Stirn. Er ist zufrieden mit dem Ergebnis. Ein anderer Polizist fragt mich, ob ich in der Herberge duschen werde. Ich sage ja. Zu Fuß führen mich dann 2 volluniformierte Polizeibeamte zur Pilgerherberge. Sie öffnen mir die Herberge, geben mir aber keinen Schlüssel. Wenn ich heute noch mal rausgehe, soll ich bei der Rückkehr bei der Polizei anrufen. Es komme dann jemand, um mir aufzuschließen. Die Alberge in Canals ist schon etwas älter. Küche mit Herd, Ofen, Kühlschrank, großer Aufenthaltsraum, eine sehr große Terrasse. Unten drunter befindet sich ja der Markt. Ein Schlafzimmer mit 2 Betten. Ein weiteres Zimmer. Stühle drin. Dusche, Waschbecken. Nach Duschen, Wäsche waschen und Ausruhen bin ich wieder fit und erkunde Canals. Es ist ein größerer Ort mit 13.000 Einwohnern. Außer einem Lebensmittelautomatenpark und 2 beeindruckend großen Bäumen kann ich jedoch nichts Bemerkenswertes entdecken. Zurück an der Herberge rufe ich die Policía Local an und tatsächlich schon nach einigen Minuten kommt ein Polizist zu Fuß von der nahen Polizeistation und schließt mir auf. Die Küche war bei näherem Hinsehen dann doch nicht zum Kochen geeignet und so gibt es zum Abendessen auf dem Herbergsbalkon leckeren fertigen Nudelsalat. So gestärkt krieche ich bald in meinen Schlafsack, um neue Kräfte zu sammeln für einen neuen Tag auf dem Camino de Levante.